Ja, Jesus, ich bete, dass das zu unserer Realität wird, dass das wirklich ein Herzensschrei ist. Es gibt keinen anderen Ort, an dem ich jetzt gerade lieber wäre, als in deiner Gegenwart. Und bete, dass du uns heute Morgen deine Gegenwart nahe bringst, uns deine Gegenwart spüren lässt und zu uns redest. Jesus, mach unsere Herzen bereit für das, was du heute sprechen willst. Wo du mir vorangegangen bist. Und ja, bete, dass du meine Worte längst her, ich lege sie dir jetzt schon hin und bete noch viel mehr, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest für das, was du redest. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ihr habt es schon mitbekommen, falls ihr nicht in der Band gesehen habt, dass einige ihre Finken anhaben, ist es, glaube ich, spätestens jetzt unübersehbar mit meinen gelben Crocs. Und ich möchte mich an der Stelle entschuldigen, wenn das irgendwen von euch so richtig triggert. Ab nächste Woche ziehe ich mich dann wieder richtig an. Aber ich möchte euch kurz erzählen, wie das passiert ist. Und zwar haben wir das am Home Weekend schon mal gemacht. So, nach dem Home Weekend ziehen wir dann alle unsere Finken an. Und dann kamen sie mehr Anfang der Woche auf mich zu. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. Alle sitzen woanders. Kamen sie mehr auf mich zu und war so, boah, Melli, das machen wir dann wieder. Und ich so, ja, voll cool. Und dann sie so, ja, und dann sind wir ja in der Band und dann haben wir auch alle unsere Finger an. Ich so, ja, gar kein Problem. Ja, und du hast ja dann Predigt. Oh, alles klar. Ja, und dann ziehst du deine gelben Crocs an. Oh, okay, cool, yay. Also so ist das gekommen. Und eine Frau, ein Wort. Natürlich mache ich das dann auch. Stehe jetzt alle vereint, stehen wir in unseren Finken heute hier im Gottesdienst und durften eine geniale Woche miteinander erleben. Und wie viel genialer ist es, mit dunklen Augenringen heute auf der Bühne zu stehen und mit euch über das Thema Ruhe im Chaos zu sprechen. Ich sage es euch, jede Predigt, die ich halte und die ich schreibe, die halte ich in allererster Linie auch immer für mich selbst. Die heute ganz besonders. Jesus hat zu mir sehr gesprochen, mich sehr überführt in der Predigtvorbereitung und ich glaube, dass er das Gleiche heute auch mit dir tun kann. Es ist ein sehr, sehr relevantes Thema für unsere Zeit, für unsere Generation und ich ermutige dich, so müde du auch heute sein magst, deine Ohren zu spitzen und auf das zu hören, was Jesus heute zu dir reden will. Ja, ich habe es eben schon gesagt, ich habe die Woche total genossen und ich will nicht so viel schleimen, aber wir haben wirklich eine unfassbar coole Jugend in diesem Haus. Und es ist für mich das größte Privileg, mit ihnen unterwegs zu sein. Und diese Woche war so genial, Alltag zu teilen, ein bisschen mitzubekommen, hey, was machen unsere Jugendlichen eigentlich so den ganzen Tag oder irgendwie vielleicht auch nicht? Und ja, zusammen zu frühstücken, 6 Uhr morgens klingelte der erste Wecker, bis um 8 Uhr war das dann ein Weckerkonzert. Manchmal wurde Selena zweimal geduldig, stand sie auf und machte den Wecker aus. Dein Wecker hat geklingelt, du musst aufstehen. Ah, alles klar. Selena legte sich wieder hin. 5 Minuten später klingelt der gleiche Wecker und hört nicht auf. Selena steht wieder auf. Dein Wecker hat wieder geklingelt, du musst aufstehen. Oh, alles klar. Als er dann zum 3. Mal geklingelt hatte, stand die Person dann auch endlich mal auf. Das war unser Alltag, aber es war so cool, weil im Alltag, da entstehen gute Gespräche. Und das durfte ich erleben, hey, wirklich gute, tiefgründige Gespräche. Wir haben zusammen gelacht, getanzt, zum Beispiel auch zu dem Song, den wir eben als erstes gesungen haben, haben wir unsere wildesten Dance-Moves auf dem Dancefloor ausprobiert. Wir sind zusammen ins Gym gegangen, haben gekocht, haben gegessen, lange Nächte gehabt. Hey, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt lange und volle Tage. Und von denen habe ich einige erlebt in den letzten Tagen. Lange und volle Tage, wo ich abends Flo eine Nachricht geschrieben habe, nachts um 1 Uhr, hey, sind alle im Bett und ich atme tief durch. Es war so ein genialer Tag und jetzt gehe ich dann auch ins Bett. Hey, und dann gibt es lange und volle Tage. Und auch von denen hatte ich so den ein oder anderen diese Woche. Ich glaube, ihr wisst, von was ich spreche. Hey, man steht morgens auf und weiß schon, ufdi-bufdi. Die To-Do-Liste, die ist so lang, dass sie eigentlich heute gar nicht zu bewältigen ist. Wo fange ich eigentlich an?
irgendwo, ich suche mir einfach irgendwas raus, morgens halt so das Geschäft, was man als Jugendpastorin so macht, Meeting hier, Meeting da, zwischendurch schnell was kochen, damit auch die Jugendlichen was zu essen haben, gemeinsam essen, genial. Gemeinschaft genießen, aber während ich da sitze und mir eine lustige Story aus der Schule anhöre, denke ich eigentlich auch schon wieder dran, dass ich gleich auch los müsste, weil mir ist aufgefallen, wir haben gar nicht mehr so viel zu essen, also sollte ich noch schnell in den Coop, aber den Worship-Abend, den habe ich auch noch nicht so richtig vorbereitet. Sollte ich mir auch noch was Schlaues überlegen. Naja gut, jetzt erstmal los einkaufen. Ab in den Coop, einkaufen gegangen, dann fällt mir auf dem Weg ins Auto, fällt mir ein, oh, wir wollten heute noch Feuer machen, da hat sich noch keiner ums Holz gekümmert. Alles klar, zurück in den Jumbo. Dann laufe ich da rum, Baumarkt, du liebes bisschen, okay. Na, wo ist denn hier das Holz? Irgendwen gefragt, Holz gefunden. Mit Holz irgendwie super gestresst, mein Herz fängt an zu rasen, laufe ich mit einer schweren Kiste durch den Jumbo und merke irgendwie, wie sich so eine Unzufriedenheit tief in meinem Herzen breit macht. Ich bin einfach gestresst. Ich bleib stehen im Jumbo mit meiner Kiste auf dem Arm und ich atme ein, ich atme aus. Und ich erinnere mich daran, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich kaufe gerade Holz. Und das ist so cool, weil heute Abend machen wir einen Worship-Abend und danach machen wir Feuer und werden gute Gespräche haben, uns ein paar S'mores hinter die Rübe hauen und hey, und das ist einfach mein Job. Hey, das darf ich machen, das ist ein Traumjob. Und dann atme ich wieder aus und gehe zufrieden an die Kasse und freue mich dessen, was ich eigentlich gerade mache. Kennst du das? Hey, so im Hamsterrad, so im Machen, so im Tun, dass wir eigentlich gerade vergessen, warum wir machen, was wir tun. Und die Tage sind so voll, dass wir in diesem Hamsterrad von Stress total gefangen sind. Ein Szenario, das sich diese Woche abgespielt hat und sicher nicht nur einmal passiert. Ich finde mich da immer wieder drin. Hey, und diese Szene im Baumarkt, die ist irgendwie typisch, oder? Ich weiß nicht, ob du dich wiederfindest, aber ich glaube, inmitten von To-Do-Listen, die zu lang sind, von Zeit, die zu knapp ist und Ansprüchen, die viel zu hoch sind, da finden wir uns irgendwo mittendrin wieder. Rastlosigkeit und Stress. Hier ist es so richtig schön bildnerisch dargestellt. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mich mit einem Buch auseinandergesetzt, Das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. Wenn du das noch nicht gelesen hast, dann wirklich kurzer Werbespot, wenn du merkst, dass du mit dem Thema Rastlosigkeit zu tun hast, ich ermutige dich, es zu lesen. Wir haben es auch heute, kurzer Werbeblock, hinten ausliegen, ihr dürft es euch mitnehmen und kaufen. Sehr, sehr inspirierend. Und gleichzeitig super herausfordernd für mich persönlich, weil er spricht sehr viel über unsere Gesellschaft, sehr philosophisch und gleichzeitig, ja, habe ich mich da sehr wiedergefunden. John Mark, er definiert Stress für uns. Er findet verschiedene Definitionen, aber die folgende, die hat es in meinen Augen sehr auf den Punkt gebracht. Stress ist ein Unwohlsein, bei dem man das Gefühl hat, chronisch unter Zeitdruck zu stehen, sodass man dazu neigt, jede Aufgabe schneller zu erledigen und bei jeder Art von Verzögerung nervös wird. Ihr dürft es auch gerne einblenden. Ich habe das nochmal als Folie. Ja, das ist die Epidemie unserer Zeit. Irgendwie wie eine Krankheit, die sich überall breit macht. Alle sind doch im Stress. Alles, was wir machen, machen wir irgendwie halt doppelt so schnell, weil wir dann das Gefühl haben, es würde irgendwie auch schneller gemacht werden. Wir sind ständig in einer Eile. Alles muss schnell gemacht werden. Dabei ist es ja nicht so, als hätten wir irgendwie weniger Zeit. Also wenn ich mir die Gesellschaft angucke, dann müssten wir eigentlich mit den technologischen Errungenschaften viel mehr Zeit haben, als noch die Menschen vor 100, 200 oder sogar 500 Jahren. Hey, mit dem Auto kommen wir viel schneller voran als zu Fuß. Mit dem Flugzeug noch mal viel schneller als mit dem Auto. Wir haben eine Waschmaschine, eine Mikrowelle, einen Staubsauger. Hey, stell dir vor, du müsstest deine Wäsche noch mit der Hand waschen. Meine Güte, was da für eine Zeit drauf gehen würde. Wir können E-Mails schreiben. Genial, binnen von Sekunden ist eine Mail von einem Ort an die andere Seite der Welt. Hey, früher haben wir noch, ich habe auch noch ein paar Briefe geschrieben, aber das war dann mehr so als
Hobby aus den Ferien irgendwie noch so eine Postkarte geschrieben. Hey, früher war das Briefverkehr, es war alles viel langsamer. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe wie das Gefühl, die Leute haben trotzdem zu wenig Zeit. So ein Satz wie, ach, könnte der Tag nicht 4 Stunden mehr haben? Dann könnte ich so viel mehr machen. Warum ist das so? Naja, weil die Aufgaben, die wir auf einmal mit den neuen Errungenschaften bekommen, die werden eben nicht weniger. Ja, auf einmal bekomme ich nicht mehr einen Brief in meinen Briefkasten, den ich öffne und lese und gemütlich antworte. Auf einmal habe ich 40 Mails am Morgen, wenn ich meinen Laptop aufklappe, die ich irgendwie alle beantworten soll. Und mit dem Auto komme ich ja super schnell von A nach B, von einem Termin zum nächsten, währenddessen noch ein Anruf, ein Call, damit ich auch ja keine Zeit verliere. Hey, und gleichzeitig ist sogar unsere Freizeit stressiger geworden. Weil irgendwie wir müssen alles erleben. Alles. Nichts auslassen. YOLO. You only live once. Also musst du doch alles rausholen, was geht. Jede Serie geguckt haben. Kennt ihr das Gefühl von, hast du das und das schon gesehen? Nee, ich hab's noch nicht gesehen. Boah, das musst du dir angucken. Alles klar, muss ich mir angucken. Hey, und jedes Land muss bereist werden. Auf Insta sehe ich, boah, da war irgendwer in Thailand. In Thailand war ich noch nie. Die Strände sind so schön, da muss ich hin. Hey, und auf allen Kontinenten muss ich gewesen sein. Auf jeder Party, nichts darf ausgehen. FOMO. Fear of missing out. Hey, wir haben Angst, was zu verpassen. Wehe, die anderen erleben was und ich habe das nicht erlebt. Es ist wie ein Dopaminkick, nach dem wir süchtig sind. Und in diesem Achterbahn-Tempo rauscht das Leben an uns vorbei, aber wir kommen irgendwie mit unserem Schritttempo nicht hinterher. Und dann finden wir uns wieder, dass wir in der Tyrannei des Dringlichen die Dinge tun, die halt gerade einfach dringend sind, anstatt die Dinge, die vielleicht eigentlich wichtig wären. Liebe zum Beispiel braucht Zeit. Aber Zeit haben wir irgendwie ja zu wenig. Wie geht's dir denn so in deinem liebevollen Umgang mit deinen Mitmenschen? Merkst du, dass deine Zündschnur irgendwie ziemlich kurz ist? Da spreche ich nicht von deinem Nachbarn und deinem Arbeitskollegen. Hey, da spreche ich von den Menschen, mit denen du zusammen wohnst. Dein Ehepartner, deine Kinder. Hey, da wo wir gestresst sind, da ist die Zündschnur wirklich kurz. Liebe braucht Zeit. Hey, und Zeit haben wir eben nicht, also fangen wir an, sie uns halt irgendwo zu holen. Wann hast du das letzte Mal eine Woche lang am Stück 8 Stunden geschlafen? Ja, am Schlaf können wir ja ein bisschen sparen. Ich habe das die Woche gemerkt, man kann das schon. Es ist nur die Frage, wie lang. Weil auch dann wird die Zündschnur immer kürzer und wir werden immer mehr krank. Und ja, uns zu bewegen, dafür haben wir auch keine Zeit mehr, gesundes Essen zu kochen, das wird dann irgendwie auch ein bisschen schwierig. Und das Erste, was man sowieso streichen kann, ist auch die stille Zeit. Ja, kann man ja mal einmal ausfallen lassen. Wir wollen ja auch nicht religiös sein. Dann mache ich es halt morgen. Hey, und dann war die Nacht wieder so ein bisschen kurz und dann, ja, Gott versteht es schon. Ich habe einfach so viel zu tun. Und dann sind wir chronisch müde. Und was machen wir? Urlaub. 3 Tage ans Meer. Urlaub fürs Gehirn. Let's go, ab in die Ferien. Wir sind in den Ferien und versuchen zur Ruhe zu kommen, aber irgendwie mag das nicht so recht gelingen. Am Anfang des Urlaubs denken wir eigentlich schon darüber nach, dass der Urlaub auch schon fast wieder vorbei ist. Und dann müssen wir auch schon wieder auf die Arbeit. Und was läuft eigentlich auf der Arbeit? Naja gut, komm, ich komme jetzt zur Ruhe, aber jetzt ist mir irgendwie komisch. Mir ist langweilig. Das geht ja nicht. Ja komm, holen wir das Handy raus. Haben wir uns ja auch verdient. Ablenkung ist etwas, was wir zu unserer olympischen Disziplin gemacht haben. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig gelangweilt? Ehrlich, einfach mal da gesessen, was meinen jetzt? Mir ist echt langweilig. Ich glaube, vor allem meine Generation und danach, wir kennen das nicht mehr. Weil wir uns ablenken, weil dann fangen auch die Gedanken so an zu kreisen. Ich habe da mit meinen Jugendlichen drüber geredet, oh nee, Melli, dann geht das so schnell los im Kopf und dann, oh nee, das geht nicht.
Ich muss dann schon irgendwas machen, wenigstens Musik anmachen. So absolute Stille, das kennen wir nicht mehr. Und eigentlich ist es ein Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Und das ist alles, was dieses kleine Gerät, das uns immer wieder in unserem Alltag unterbricht, versucht von uns zu bekommen. Aufmerksamkeit. Sie ist zur Ware geworden. Und ich glaube, wir sind uns nicht bewusst, wie krass das ist. Weil, ja, wir reden davon, wir haben zu wenig Zeit und gleichzeitig schaue ich mir meine Bildschirmzeit an und frage mich, wie ist das eigentlich passiert? Ich habe eine Studie mir durchgelesen und da steht, dass im Schnitt Schweizerinnen und Schweizer unter 30 Jahren wöchentlich circa 30 Stunden am Handy sind. Wöchentlich 30 Stunden. Wenn man jetzt von einer Wachzeit von 16 Stunden pro Tag ausgeht, dann je nachdem, wenn man noch ein bisschen am Schlaf kürzt, eigentlich noch ein bisschen mehr, dann verbringen unter 30-Jährige pro Woche im Schnitt rund 2 komplette Tage am Handy. Das ist erschreckend, oder? 2 komplette Tage von der Woche verbringen wir am Handy und dann sagen wir, boah, wir haben eigentlich keine Zeit. Weil es ist so eine Ablenkung vom Stress. Es dient mir auch zur Erholung abends, ein bisschen durch Insta scrollen. Da kann ich so richtig schön das Hirn ausschalten, muss nicht nachdenken. Das Problem ist aber, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, zu dem Mensch werden wir. Womit du dich beschäftigst, das beeinflusst dich. Das hat einen Einfluss auf dein Leben. Und die große Frage, die dahinter steht, ist, zu was für einem Mensch möchtest du werden? Wohin willst du dich entwickeln? Und ist das, wo du jetzt gerade stehst, das, wo du sagst, yes. Wenn du dein Leben betrachtest, findest du dich wieder in einigen der Dinge, die ich eben beschrieben habe? Hey, wenn nicht, genial. Mach das weiter, was du machst. Hammer. Ich beobachte in meinem Leben und in dem Leben von vielen, vielen Menschen um mich rum, aber eher das Gegenteil. Ich sehe eine große Unzufriedenheit, ich sehe Stress, ich sehe Beziehungen, die irgendwie nicht richtig zu funktionieren scheinen. Ich sehe Menschen, die rastlos und unruhig sind. Innerer Frieden ist da irgendwie fern. Und ich glaube, unsere Seele schreit danach, zur Ruhe zu kommen. Hey, wenn du dir das Bühnenbild anschaust, dann würde ich mir denken, boah, raus hier, Hilfe. Ich will in den inneren Frieden kommen, da wo meine Seele auftankt, da wo ich ausgeglichen und wo ich zufrieden bin. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Hey, weil Jesus ist einer, den wir uns in dem Zusammenhang anschauen können. Von ihm können wir lernen, wie hat er es denn gemacht? Und jetzt denken wir vielleicht, ja gut, Jesus hat ja eigentlich auch bestimmt ein entspanntes Leben, ist ein bisschen in seinen Sandalen rumgelaufen und hatte bestimmt ganz viel Zeit. Hey, wenn das deine Vorstellung von dem Leben von Jesus ist, dann täuschst du dich. Jesus, der hatte ganz schön viel zu tun. Mit 30 Jahren beginnt sein Ministry. Und er hat etwa 3 Jahre Zeit, um das Reich Gottes zu verkünden. Und mehr noch, eine Horde von 12 jungen Männern so auszurüsten, dass sie das Gleiche dann in der ganzen Welt machen, wenn er dann nicht mehr da ist. 3 Jahre lang. Stell dir vor, jemand würde dir die Aufgabe geben. Hallo, hier hast du 12 Menschen, du hast jetzt 3 Jahre Zeit, die so auszubilden, dass wenn du nicht mehr da bist, sie deinen Auftrag weiterführen und dass er bis in die ganze Welt hinausgeht. Jesus hatte viel zu tun. Und trotzdem schien er nie im Stress zu sein. Wir lesen nie davon, dass Jesus irgendwo hineilte. Er ist nirgendwo hingerannt. Er hatte keine kurze Zündschnur. Wenn seine Jünger schon zum 25. Mal gefragt haben, wir verstehen das nicht, hat er schon mal gesagt, okay, ich erkläre es euch nochmal. Hey, Jesus hat sich Zeit genommen. Er war bei den Menschen. Er hat sich ihnen zugewendet. Er schien irgendwie voll bei sich zu sein. Und genauso auch voll bei Gott. In Hebräer steht, in Hebräer 1, Vers 9, dass Jesus mit dem Freudenöl gesalbt war. Ich glaube, er war der zutiefst zufriedenste Mensch, der je über die Erde gewandelt ist. Und das, obwohl sein Terminkalender wirklich voll war.
Und um das mal zu demonstrieren, schauen wir uns mal so einen Tag von Jesus an. Was hat er denn so gemacht? Von was spricht denn Melli, wenn sie sagt, sein Terminkalender war voll? Ich lese euch eine Passage aus Markus 1 vor und ich habe sie bewusst nicht vorne auf dem Beamer. Ihr dürft mal eure Augen schließen und euch vorstellen, ihr werdet dabei. Entweder versetzt du dich so in die Rolle von Jesus oder von einem seiner Jünger. Hey, und wie mag dieser Tag wohl ausgesehen haben? Ich lese aus Markus 1 ab Vers 21 bis 34. Also es ist ein gut zusammengefasster langer Tag. Sie kamen nach Kapharnaum. Gleich am darauffolgenden Sabbat ging Jesus in die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. In der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte. Er schrie: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, befahl ihm Jesus. Verlass diesen Mann. Da riss der böse Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Alle waren erstaunt und erschrocken, und einer sagte zum anderen: Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine neue Lehre verkündet. Sogar den bösen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm. Bald gab es im gesamten Gebiet von Galiläa keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Nachdem sie die Synagoge verlassen hatten, gingen sie in das Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Simons Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett und man bat Jesus, ihr zu helfen. Er ging zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Da verschwand das Fieber und sie sorgte für das Wohl Jesu und seiner Begleiter. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor seinem Haus versammelt. Und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Ende. Hey, klassischer Tag, oder? Stehst morgens auf, gehst in die Church, hältst eine Predigt mit Vollmacht, dann ist da einer, der ist von einem Dämon besessen, treibst einen Dämon aus, Gottesdienst fertig, alles klar, let's go. Gehen wir zu Petrus Schwiegermutter, oh, die ist krank, alles klar. Noch jemanden geheilt, dann Gemeinschaft gehabt, zu Mittag gegessen, weitergezogen, am Abend versammelt sich die ganze Stadt vor deiner Haustür. Und du verbringst den Abend, nachdem es dunkel geworden war, noch damit, etliche Kranke und Besessene zu heilen. Hey, und manchmal lesen wir da so drüber weg, ja, das macht Jesus so mit links. Nein, Jesus war auch Mensch. Ich glaube, das war auch für ihn echt anstrengend. Der war sicher am Abend, hey, langer Tag, müde, ich falle ins Bett. Und also wenn ihr mich fragt, ich kann es nachvollziehen. Müde, ab ins Bett. Und wie sieht mein Tag morgen aus? Erstmal ausschlafen. Vielleicht bringt mein Mann mir einen Kaffee ans Bett. Und dann wird was Gemütliches, ein kleiner Hintern an die Seite, nein. Dann wird was, hey, Gemütliches gemacht. Hauptsache erholen von einer langen, vollen, auch anstrengenden Woche. Hey, was wird Jesus wohl gemacht haben? Auch, oder? Ausschlafen, vielleicht eine kleine Runde joggen gehen, ein Brunch mit den Jüngern. Das wär's, oder? War ja auch ein voller Tag. Wir lesen einen Vers weiter. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, also er ist im Dunkeln ins Bett gegangen, ist vor dem Sonnenaufgang wieder aufgestanden, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus steht früh am Morgen auf, um zu beten, in die Stille zu gehen, dann, wenn noch keiner wach ist. Der Trubel des Alltags hat noch nicht gestartet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Jesus müde war. Aber er steht auf, weil er weiß, dass er diesen Ort braucht, diesen Ort des Auftankens, damit er das, was er tut, auch wirklich aus der Ruhe heraus tun kann. Hey, und wenn Jesus, der Sohn Gottes, Ruhe braucht,
Warum kommen wir auf die Idee, dass wir es nicht brauchen? Wieso denken wir, nee, wir schaffen das schon? Einfach, weiß ich auch nicht, von irgendwoher Kräfte holen. Jesus selbst hat es immer wieder gemacht. Das ist nicht eine Stelle. Immer und immer wieder lesen wir nach einem langen Tag, Jesus zieht sich raus zum Gebet, vor wichtigen Entscheidungen, bevor er seine Jünger beruft. Jesus zieht sich zurück zum Gebet. Nach großen Erfolgen, großen Predigten, Vermehrung von Essen. Hey, da zieht Jesus sich zurück in die Ruhe, um aufzutanken. Vor schwierigen Momenten, vor seiner Kreuzigung, geht Jesus in den Garten Gethsemane, um zu beten. In die Stille zu seinem Vater. In Gottes Gegenwart. Jesus hat einen Rhythmus gelebt. Ein Ausgleich zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen Wirken und Rückzug. Und das brauchte er, um wirksam zu sein. Und Jesus fordert uns auf, dass wir ihm folgen sollen, ihm nachfolgen sollen. Ein Vers, den wir in dieser Predigtserie schon mehrmals gehört haben und sicher auch noch mehrmals hören werden, aber er ist so relevant, steht in Matthäus 11, Vers 29. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hey, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wie? Wenn wir von Jesus lernen. Wenn wir uns anschauen, hey, wie hat er es gemacht? Und nicht einfach nur darüber lernen und uns das anhören und noch einen Podcast hören und noch ein christliches Reel von irgendwem hören und am Sonntag eine gute Predigt, ja, so gut. Und dann gehen wir wieder zurück in unseren Alltag und nein, wir sollen das, was Jesus getan hat, genauso auch tun. Und das ist herausfordernd. Weil wie ich es am Anfang beschrieben habe, ist Ruhe eben nicht mehr etwas, das wir gut können. Ja, es ist still und dann fängt der Apparat zu rattern. Oh, da kommt mal irgendwie Emotionen hoch. Und mit denen muss ich mich jetzt auf einmal auseinander... Was geht eigentlich in meinem Herzen ab? Ja, zur Ruhe zu kommen, das ist etwas, das wir wieder lernen müssen. Aber ich glaube, es ist wie ein Muskel, den wir trainieren. Am Anfang, da ist es, irgendwie schaffe ich das noch gar nicht zu stemmen. Und je mehr ich das mache, desto leichter wird es. Und auf einmal bin ich zu etwas fähig, wo ich vorher nie gedacht hätte, dass ich das kann. Wir können lernen, in der Stille auszuhalten, um dann etwas zu bekommen, was uns der hetzige und stressige Alltag nie geben könnte. In der Gegenwart Gottes anzukommen, in der Ruhe zu verweilen, seine Gegenwart wahrzunehmen, mit ihm eins zu sein in dem. Und es kostet was. Nachfolge kostet was. Zum Beispiel Zeit. Weil Beziehung braucht Zeit. Surprise! Ich sollte Zeit mit meinem Ehemann verbringen, wenn ich eine gute, tiefgründige Ehe führen möchte. Und, also wie wäre das? Ich sage, sorry, Honey, ich habe echt irgendwie keine Zeit. Hey, Sonntagmorgen, 1 Stunde. Dann setzen wir uns hin und dann haben wir ein richtig, richtig gutes Gespräch. Und damit ist dann, das reicht dann für die Woche, oder? Und ich bin dann eigentlich auch super viel beschäftigt, habe super viel zu tun. Ja, unsere Ehe ist mir total wichtig. Richtig, richtig wichtig. Aber ich habe keine Zeit und es war auch so anstrengend. Und jetzt setze ich mich mal 2 Stunden aufs Sofa und dann scroll ich mal durch Reels irgendwie durch. Da würde Flo sich auch irgendwann fragen, also du sagst, das ist wichtig, aber irgendwie sagst du hast keine Zeit, aber dann gucke ich mir deine Bildschirmzeit an und irgendwie hast du schon Zeit. Vielleicht hast du einfach keine Zeit, um verheiratet zu sein. Keine Zeit für eine Ehe. Und warum machen wir das Gleiche mit Gott? Wir sehen uns nach seiner Gegenwart, aber sind eigentlich gar nicht präsent. Wir sagen, Gott, du bist nicht da, aber vielleicht sind wir diejenigen, die nicht da sind. Und dann finden wir Ausreden und sagen, sorry, und das Leben ist so stressig und ja, Gott, du verstehst es ja. Aber eigentlich sehen wir uns nach einer guten Beziehung zu Gott. Und das ist dann irgendwie doch oft eine Realität, in der wir uns wiederfinden. Hey, sind wir zu beschäftigt, um Jesus nachzufolgen?
Auf der einen Seite sagen wir, das ist das Wichtigste, das ist der Sinn meines Lebens, aber Zeit zu investieren, dafür reicht es nicht. Lasst uns wieder Zeit finden, Zeit nehmen, vor allem auch für die Stille. Von Jesus lernen, er hat es uns vorgelebt. Jesus hat nicht nichts gemacht. Jesus hatte auch einen vollen Alltag. Jesus hat gearbeitet. Du musst nicht Mönch werden, ins Kloster eintreten, nein. Aber Gott sehnt sich danach, mit dir Beziehung zu leben und dafür braucht er deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Und da, wo wir verlernt haben, aufmerksam da zu sein. Ich habe einen Fact gelesen, ich muss den echt noch droppen. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist von 12 Sekunden auf 8,25 Sekunden geschrumpft. Die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch ist bei 9 Sekunden. Also ich habe mich persönlich beleidigt gefühlt und gleichzeitig habe ich so gedacht, alter Falter, hey, wir müssen wieder lernen, aufmerksam zu sein, da zu sein. Ja, das Handy weglegen, dass es nicht klingelt, wenn ich im Gebet bin und dann gucke ich da drauf und frag mich, warum eigentlich erst 2 Minuten vorbeigegangen sind. Nein, verweilen in Gottes Gegenwart, sein bei ihm, in der Stille auftanken, von Jesus lernen. Hey, Jesus hat's geschafft und wir wollen ihm ähnlicher werden. Und wie machst du das? Der Punkt ist echt mega kurz in meiner Predigt, weil mach's einfach. Und Micha, der hat eine Weisheit, die er immer wieder sagt, wenn wir sagen, hey, ja, das sollten wir mal und das müssten wir mal, dann sagt er, oh, ich muss mir das in den Kalender schreiben. Weil was nicht im Kalender steht, das passiert auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Hey, was steht alles in deinem Kalender? Und hast du da Zeit eingeplant für Stille und bei Gott ankommen? Hey, morgens vielleicht mal nicht als allererstes auf dein Handy zu gucken, sondern morgens aufzustehen, die Stille zu genießen, bevor die Hektik des Tages losgeht. Dich auszurichten auf Gott, zu sagen, ich bin da und du bist auch da. In dieser Stille aufzutanken und aus der Ruhe heraus in den Tag zu starten. Und vielleicht, wenn du merkst, oh, die Hektik überkommt mich mal wieder, einen Moment innezuhalten. Weil mit Eile machen wir die Sachen nicht besser. Wenn wir aus der Ruhe heraus arbeiten, dann bringt das gute Früchte hervor. Und bevor wir jetzt gleich Abendmahl feiern, wollen wir das machen. Hey, wir haben das vorhin vor dem Gottesdienst gemacht. Stille, 4 Minuten. Und das war richtig gut. Ich weiß nicht, wann es die letzte Woche mal 4 Minuten am helllichten Tag so still war. Und ich habe mich ausgerichtet. Ich habe gesagt, Gott, ich atme ein, ich atme aus. Ich realisiere, ich bin da. Ich nehme mich mal wahr. Weil wenn ich nicht da bin, wo will ich dann Gott begegnen? Und zu sagen, Gott, lass mich deine Gegenwart spüren, in der Ruhe auftanken. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen uns jetzt eine kurze Zeit der Stille nehmen. Ist vielleicht ein bisschen unangenehm, vielleicht schweifen deine Gedanken ab, ist überhaupt nicht schlimm. Hey, aber öffne dich, sei da, parat in der Stille für die Gegenwart Gottes.
tut richtig gut, einfach mal da zu sein, still zu sein, anzukommen in der Gegenwart Gottes. Und wenn du da weitere Anleitungen haben willst und brauchst, empfehle ich dir ein zweites Buch, was wir auch bestellt haben für euch, dass ihr euch mitnehmen, also kaufen dürft. Ist einfach Gebet. Es ist so ein Step-für-Step-Übungen, wirklich in dieser Stille zu sein. Ganz einfach, kleine Kapitel, dauert nicht lang. Hey, was uns inspiriert, in der Stille, in der Gegenwart Gottes anzukommen, das einzuüben. Und wir wollen jetzt Abendmahl gemeinsam feiern. Eine Zeit vielleicht auch für dich, ja, nochmal vor Gott zu kommen und wirklich zu sagen, hey, Jesus, ich habe mir sehr wenig Zeit für dich genommen und es tut mir leid. Ich will an deinen Tisch kommen, der Tisch ist reich gedeckt, ich will Gemeinschaft, Fellowship mit dir haben. Hey, du bist eingeladen zu kommen an den Tisch des Herrn, uns zu erinnern, wer Jesus war und was er getan hat, was er vollbracht hat, dass er uns vorgelebt hat und dass wir ihm folgen dürfen in dem, was er getan hat. Ich lese mit uns die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Jesus, danke, dass du es vollbracht hast. Danke, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Dass wir in die Gegenwart Gottes eintreten dürfen, freigesprochen. Und dass wir verweilen dürfen. Danke, Jesus, dass du ja auch gekommen bist, uns Ruhe zu bringen, Frieden für unsere Seelen. Und lehr uns, Jesus, was das heißt. Lehr uns, was das in unserem Alltag bedeuten kann. Amen.